Am Studio für fünf Frauen nun am Kader von den Europawahlen de Fernand Karteiser von der ADR. Guten Abend. Guten Abend. Herr Karteiser, wann dir kind direkt etwas und der aktueller Form von der Europäischen Union ändern, was wäre das? Ich meine, das Konzept wären andere. Wir gehen am Blick Richtung föderale Staat, wo die Kommission immer mehr so auftritt, als wäre sie eine Regierung für Europa. Wir denken, dass das falsch. Es passt auch nicht zu der europäischen Geschichte, zu der europäischen Kultur, zu der Identität von den 27 Memberstaaten. Und wir gingen nicht an dem Sinn ändern, für den Ministerrat mehr Macht zu gehen, auch für die Kommission als Staat auch wirklich auftreten zu lassen, was sie ist, was sie soll sein, eine Administration am Dienst von den Memberstaaten. Apropos so Traditionen, die Welt jocht dat Lützeburg sech op EU-Niveau weiter fir d'Eestimmigkeet der wichtige Frauen, wie zum Beispiel der Steuerpolitik soll ersetzen. Was riskiert dann Ärer Meinung no Lützeburg, wann an so Frauen an Zukunft mat Majoritäten Decisionen geholt gehen? Also wir sind für die Stimmigkeit nicht das prinzipielle Grund mir auffällt am eminenten Interesse von unserem Land aus. An der Bausen Sicherheitspolitik kann dem Krieg auf Friede gehen, wo man auch mengen, dass man muss können nicht so, weil wir das nicht wollen. Und an der Steuerpolitik ist es ganz einfach so, dass die großen Teil von unserem Bruttoinlandsprodukt, die großen Teil von den Arbeitsplätzen in einem Land ganz einfach von der Finanzplatz an den Services rundherum aufhängen. Wenn wir da können überstimmt gehen, dann haben wir keiner Tour mehr zu Lützeburg. Wir können den ökonomischen Sektor heizen. Ich meine, da muss ich ganz realistisch sehen. Andere und einer Mittel der Tisch, wenn man dort die Stimmigkeit gingen abgehen, gingen wir uns direkt an einem ganz großen Maße schulden, an auch als Ökonomie aufs Spiel setzen. Der DR steht für eine humane Asylpolitik. An dem Kontext, was versteht er unter human? Ganz einfach, dass Leute immer mit Dignität behandelt gehen. Wenn wir hier am Blick Phänomen, die wir nicht akzeptieren, dass ein ganz groß illegal Immigration an Europa aus ökonomischen Gründen, wie gesagt, wir sollen immer deutlich, dass wir für Asyl sehen, auch für Protektion für die Leute, die es brauchen, so lange sie es brauchen. Mit daneben tun wir ganz viele Leute in Europa wollen kommen, weil noch verstehen, wie sich eine bessere Zukunft abzurichten. Das packen wir aber als Europa nicht. Das gesagt auch dadurch, dass das Europäische Parlament probiert zu legiferieren an einem Asyl- und Migrationspakt, das also nicht mehr allein, die der Meinung sind, dass wir das als Europa nicht langfristig packen. Aber wir müssen gucken, wenn wir andere Prozeduren aufhören, dass erstens jeder Recht hat, befährt Verfahren, wie sie einen Einzelfall zu prüfen, und zweitens Leute immer mit Dignität behandelt gehen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, auch in einem Kontext, wo wir über leider Seenot schwätzen oder über Lehrer, die gemerkt gehen. Also Dignität von den Menschen ist ganz wichtig. Ein anderes Auslandsproblem. Die fand Sanktionspolitik gegen Russland sinnlos. Was soll dann Ihrer Meinung nach die Europäische Union an dem Konflikt machen? Verhandeln. Dat mir vu van Go gesot. Sanktionspolitik als echten Ziele net errecht. Ziele wären ekonomisch eng Schwächung vu Russland als net errecht gehen, eng Destabilisierung vun der Regierung als net errecht gehen, eng militäre Schwächung als net errecht gehen. Mir ginn selber die Sanktionen dadurch, dat man russische Gas am Aserbaidschan kaufen, raffinéiert Petrolsproduen an Indien, an als alimentärener Gas iwwer eng Shadowfleet wie der Teech mat LNG, die dann an den Meere operieren. Wir umgehen die Sanktionen, wir wissen, dass wir sie umgehen, wir wissen, dass die europäischen Staaten die russische Fossilenergie brauchen. Und das ist hypokritisch, wie zu so, wir sanktionieren und über Umwehr kauft man das dann aber an Sanktionen und die Ziele der Region aber zu einer Inflation bei uns bei, erschulden unserer Ökonomie. Das ist keine sinnvolle Politik. Was mir gesagt tun an dem Kontext, dass wir sollten verhandeln, und zwar für Menschenleben zu schonen, für den Territoire von der Ukraine so weit wie möglich zu präservieren, auf ihren Eskalat zu verhindern. Wenn das gemerkt gewähr vom ersten Tag an, hat ganz viel Misere können verhindert gehen, und die Ukraine hat viel besser Chancen können, eine Zukunft zu haben, wie das am Blick der Fall ist. Op Lützeburg Herr Karteiser, der fordert, dat Lützeburger Spruch op EU-Niveau soll offizielle Status kriegen. Der will doch, dat Europadeputat am Europaparlament op Lützeburg sich ausdrücken. Wie war das sich da so wichtig? Das ist keine exotische Forderung, weil es Decisionen sowohl vom EU-Ministerrat aus dem Jahr 2005 gibt, die ein gewisses Statut für Sprache wie Eis 4 gesehen, die nicht als europäisch komplett offiziell Spruch soll behandelt gehen, wo nicht alles muss übersät gehen. Aber das ist Statut 4 gesehen, wo Maltesisch, Irisch und andere Sprachen davon profitieren, Lützeburg aber bislang nicht. Und es gibt auch eine Decision vom Europäischen Parlament, die eigentlich sieht, dass alle Deputierten Recht hat, wie sich aus einer Mammelspruch auszudrücken. Also was wir wollen, also eigentlich die rechtlichen Rahmen, die schon existiert, auch umsetzen, und gucken für Lützeburg auf europäischem Niveau zu stärken, so wird auch
rechtlich möglich. Als äußerst das wichtig, für auch zu betonen, dass wir nicht wie verschiedene Reisfällen durchstellen ein Laboratoire für eine Europäische Union sind oder so mir Kleinland mit einer eigener Identität, einer eigener Kultur, einer Geschichte, an einer Spruch, und wir wollen der auch auf europäischem Niveau eine gewisse Visibilität gehen. Ob ein pragmatisch Manier, wie gesagt, wir sind nicht die, die verlangen, dass alles muss versagt gehen. Wir hätten aber gerne, dass valorisiert wird, das, was wir zum europäischen kulturellen Mosaik können beitragen. Herr Kartheiser, merci für den Besuch heute am Studio. Ich so nicht vielmals merci, wie die Zeit, die durch geholt hat. An der Freuden dann ass et unter DP enWT fir 5 Froen nun am Kader vun den Europawahlen as Co-Spëzekandidatin Amé Skenderovic Echner ganz Nowen dann Edi Bismal.